In dieser Stadt hat es wie überall nur wenig Leute gehabt, die Mitleid mit einem unglücklichen Zwerg hatten. Der Bauch hat ihm knurrt, weil er Hunger und Durst hatte. Ganz niedergeschlagen ist er zum Urban gegangen, in einem Barbier, den er noch aus früheren Zeiten gut gekannt hat. Heute würde man diesen Barbieren, denke ich, Coiffeure sagen. Er hat ihn gefragt, ob er bei ihm in den Spiegel schauen darf. Ja, aber mit Vergnügen. Dort steht er. Der Kleine ist vor dem Spiegel gestanden und hat sich angeschaut. Und er sich so gesehen hat er angefangen zu brüllen. Und er hat so sich gesagt: Kein Wunder, hat meine Mami nicht erkannt. So schlimm habe ich früher noch nie ausgesehen. Seine Augen sind klein geworden. Seine Nase richtig ungeheuer und ist übers Maul und die Kinn runtergehangen. Sein Hals war komplett weg. Sein Kopf ist tief in die Schulter gesteckt und er hat recht Mühe gehabt, ihn zu bewegen. Sein Körper war noch gleich gross wie vor 7 Jahren, als er 12 war. Aber dann, wenn andere von 12 bis 20 in die Höhe wachsen, so ist er in die Breite gewachsen. Sein Rücken und seine Brust haben sich weit rausgebogen und er hat ausgesehen wie ein kleiner, aber dick gefüllter Sack auf kurzen, schwachen Beinen, wo die Last nicht tragen konnte. Alles, was er selbstmal an dieser Alten auszusetzen hatte, die lange Nase, die hässlichen Finger, hat sie ihm angezaubert. Nur der lang zittrige Hals hat sie ganz weggelassen. Traurig hat Jakob die Barbierstube verloren. Und was Abend geworden ist, hat er sich die harte und kalte Stege vor der Kirche als Schlafplatz ausgesucht. Der Jakob ist ganz allein auf der kalten Kirchenstege gelegen und hat darüber nachgedacht, wie er jetzt weiterleben könnte, wo ihn doch der Vater und die Mutter verstoßen haben. Da ist ihm auf einmal eingefallen, dass er als Eichhörnchen grosse Fortschritte im Kochen gemacht hat. Und er war der Meinung, dass er es mit seiner Kochkunst mit manchem Koch aufnehmen könnte. Und so hat er beschlossen, dass er die Kunst nutzen will. Am anderen Tag ist der Jakob zum Palast vom Herzog gegangen, denn der war bekannt als grosser Geniesser, der gutes Essen gern hat und Köche aus der ganzen Welt aussucht. Wo der Zwerg am äussersten Tor angekommen ist, haben ihn die Wächter gefragt, was er will, und haben über ihn gespottet.